Der täuscht mir was für mich was Niveau 6. Ja, weil keine Ahnung. Es wurden so viel Hype über das Spiel gemacht, was da an so ihre erzählt, gibt so lange dauernd Spiel. Du spielst eben durch und keine Ahnung, ich war so schnell fertig, an 3D hat Spiel fertig wie nicht. Keine Ahnung, weil du nicht atemberaubend ist. Ich weiß gerade nicht vorgestellt. Schon mal geduld eben, wäre so ein Oldschool Resident Evil. Gut können wir. Meine Enttäuschung vom Jahr, Prototype 2. Obwohl das Spiel ganz gut fand, ne? Mir keine Ahnung, schon mal viel mehr erwartet. Ne, wirklich. Ich hätte keine viel mehr am Spiel da sehen. Also so hat das wirklich Stück jetzt. Okay, wirklich. Also von den Spielern aus sich wird Assassin's Creed 3, weil einfach nicht das Riverbrot wird, was die sich erwartet. Für all das gesehen, dass so geil durchgestaltet ging, tut wirklich besser ausgewiesen 2 Anfangs. Dann das fertige Spiel im Endeffekt tut aber dann trotzdem nicht genau das Riverbrot, was ein Assassin's Creed 2 zum Beispiel hat. Das Menge noch der beste Teil von der Serie aus. Mir noch mehr enttäuscht mich am Anfang den Halloween-Update von Minecraft. Weil am Anfang all das, was noch an der Reihe war im Spiel, das was wirklich verschlechtert. Weil sie sind fort von dem flotten Spiel gegangen, wo sie einfach bauen konnten und alles. Und dann haben ein 8-Rollenspiel gemacht, ein Hexenraub oder so was mir vielleicht gefällt. Ja, zum Beispiel von mir, also ganz klar The Darkness 2. Also das war Call of Duty mit Cell Shading. Das war Geschichte war von einem Null. Du musst nicht mehr das nämlich, du ballerst dich durch alle Schlauchlevel durch, bis du dann zum Schluss kommst. Und da wird die ganze Sache einfach richtig abgeklärt, weil da könnt. Ach nee, war scheiße. Da sind sie dem genialen Echtschnitt einfach nicht gerecht genannt. Nee. Dishonored. Also Dishonored hat mich extrem überrascht, weil ich einfach nicht mehr kennt, weil es eine Kombination zwischen Assassin's Creed gemischt mit Splinter Cell. Es war einfach nicht mehr. Es war so Comic, und es hat mich einfach dick, also es war dick atemberaubend. Auch die Geschichte also war dick gut und also ja, das war so ein, also dann das unerwartete Spiel am Jahr. Black Ops 2. Weil. Keine Ahnung, weil. Du guckst das Spiel, du meinst ja wie die anderen. Wir haben Funk, selbst komplett anders wie immer. Und das hat mich überrascht. Meine Überraschung ist jetzt. Du schwankst gerade zwischen Spec Ops The Line und Dishonored. Ich meine, Dishonored kann du rauslassen, einfach aus dem Grund, dass viel Preise mittlerweile krut und muss ich wirklich sagen, dass es ein geiles Spiel. Für nur der hat mir das geil Spiel. Ja, da muss ich auch wirklich so, aber Spec Ops, geniales Spiel, tut mich wirklich extrem geflasht, weil ich nicht so viel von dem Spiel erwartet habe. Ich habe Demo gespielt und schon geil von ich würde Käse sagen oder wirst mal zocken, ne. Du hast gespielt und ich konnte wirklich das was nicht mehr abhalten. Es war wirklich so geil gemacht. Die Story war genial evaluiert, die Charaktere waren geil. Es war einfach, das Gameplay war an der Reihe. Es war wirklich cool gemacht. Und der Sand war mal etwas Extras, nicht wie bei Uncharted 3, wo so der Sand wäre, wow, und war einfach so Sand. Heute war der Sand einfach ein riesen Teil vom Spiel. Ähnlich nur beim Spiel fand ich ein bisschen Schwierigkeitsgrad, weil ich einfach Jesus Aim habe. Weil am Anfang ein bisschen der Spaß vorhält, aber im Großen und Ganzen das ist ein geiles Spiel. Das hat mich am meisten überrascht. Das war echt ein Spec Ops The Line. Weil es halt mal nicht USA, la Call of Duty, die Base aufgeballert mehr. Du hast wirklich Apocalypse Now just für zu spielen, wenn es da halt da eben gesagt okay, ich knall das Leute auf, mir ist das wirklich gut, weil ich das mache. Es ist wirklich auf der gerechten Seite. Dann die ganze Moral, die bewährt im Spiel, die ganze Zeit, das hat mich wirklich geflasht. Und das andere Spiel, das mich überrascht hat, das war Borderlands 2. Das war, ich hatte echt Demos gespielt, ja, das war nicht schlecht, oder zu dem, aber ich habe mich nicht wirklich schon mal befasst. Aber wo ich schon 2 gespielt habe, habe ich mich immer da auseinandergesetzt und dann, wow, ich meine, Spiel, das ist witzig, Grafik ist genial, du hast einfach die total mautsch Charaktere wie der Claptrap, du hast die riesige Welt, es gibt so viel zu denen,
de Game Design ist cool und mir schafft dem Spaß das Spiel. Max Payne 3. Keine Ahnung, für Max Payne 3 war einfach einem grandios. War ein guter Nachfolger von Max Payne 2. War auch, keine Ahnung, wenn die so wie sind, wie eben voll war wie ein Loch. Oder sein Allen, also wo noch im Flick waren, so. War gut, war den alles gespürt und dann noch die Slow-Motion Käme waren extrem gut gemacht. War extrem gut wirklich. Far Cry 3. Das ist einfach genial. Es passt einfach alles. Die Farben, Tony. Nee, das ist einfach gut. Das ist einfach gut erklärt. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Geschichte. Ich fand es viel zu kurz, aber. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mein Spiel von mir 2004 misst am Anfang Halo 4 sind. Was ich aber nicht so kann, weil es war nicht mehr bei weitem nicht Mama wie das, was ich erwartet habe. Es war am Anfang genau das, was ich gedacht habe. Aber Far Cry 3 am Vergleich hat mich extrem überrascht. Es war einfach geil, es hat mich richtig geflasht. Die Farbe war genial. Und der Sound war geil. Ich habe noch nie so ein geiler AK gesehen in einem Spiel. Ich habe ganz Spiel mit der AK gespielt, was ich am Anfang nie mache. Normalerweise habe ich immer alle Waffen durch. Heute war vielleicht die Waffe für so ziemlich frei Christ schon so geil, dass du ganz Spiele mit kannst durch. Man muss sich mal feststellen, wie geil das mit anderen Waffen noch dabei daneben. Es war eigentlich heel lieblich, weil es war riesig groß, es war Open World riesig groß, mit geiler Grafik. So viele Dierenzuchten, du kannst Yoga gehen, du kannst Auto hören, du kannst Quad fahren, du kannst Jetski fahren. Du hast so viel an dem Spiel dran. Und dann hast du noch Figuren, die extrem durchstürzt sind. Du spielst auch eine Figur, die du könnt und noch nie im Leben irgendwie eine Waffe gepackt hat oder so. Und du bist in einer reichen Welt, wo einfach alles probiert, dich umzubringen. Du musst probieren zu überleben. Die Kollegen sind vor, du musst ihnen helfen. Und dann hast du wahrscheinlich den besten Hauptgegner, den das Spiel je hat. Obwohl das man nicht wirklich das Vas Montenegro als einfach die meiste störste Figur, die ich so je gesehen habe. Sein Charakter zieht sich wirklich mal an Spiel ran. Und ein Ass-Match, du merkst richtig, wie Matchen aus. Und du merkst wirklich, wie krass das am Spiel auf dich auch zutrifft. Das fand ich so cool, weil du warst einfach nicht mehr ein Ass einfach nicht mehr das, was das Spiel am größten Ganzen als Verrecktheit. Es geht am Anfang so darum, Verrecktheit von der Insel und wie verreckt sie durchmischt während dem Spiel. Und das fand ich so cool, weil das einfach, das zieht sich richtig an das Spiel ran und schon selten so krass empfand, dass ich mit dem Spiel gefasst wie bei Far Cry 3. Mein Spiel von mir war, also du schwankst gerade zwischen zwei Spielen, entweder Borderlands 2, wie viel du gesagt, oder von Telltale The Walking Dead. Das war einfach genial umgesetzt, war wirklich das Feeling von den Comics war dran. Du hast so ein paar Charaktere, die auch an den Comics selber drauf kommen. Die Geschichte war spannend wie Sau, du konntest auf verschiedene Weise durchspielen. Du hast einfach auch den Hauptcharakter super gemäht, seine Hintergrundgeschichte gepasst. Das hat mir Spaß gemacht. War doch der Reise bis dass dann Episode so abgedeelt, die war lo Christ wahrscheinlich geschwind so an enger Dis halt nach neu war, du kannst da Episoden das immer mehr spannend, weil man muss einen Aufstand her. Das war immer erklärt, dann sind so viele Überraschungen am Spiel dran noch die Schluss einfach, die Schlusslein, kauf das, löst das drauf. Das die so wert, lebt mal. Also, keine Ahnung, neue Sachen. Also, mal nicht immer die alte Fortsetzung, auch neue Sachen, wie das ganz Neues. Wie Dead Space 3, oder wenn ich mal ein ganz anderer Charakter, also Gegner zum Beispiel doch. Ob das Spiel, zum Beispiel finde ich extrem krass. Einfach etwas ganz Neues, also mal etwas Neues. Nicht, dass etwas nur falsch machen und selber die Grafik ein bisschen verbessern. Mir egal, etwas ganz Neues, ein ganz neues System vom Spiel vielleicht. Mehr Aufwärtsung, das ist was wichtig ist. Also wichtig als für mich.
muss nicht immer dasselbe sein. Muss aber wenigstens Auflösung sein. Meine Erwartungen wäre wahrscheinlich wohl Bioshock Infinite. Da zählen die Menschen wahrscheinlich nicht gerne, mit Bioshock 1 und 2 waren nicht nur so meine Lieblingstitel, weil sie einfach ganz Spiele war ziemlich repetitiv waren. Wenn man bei Bioshock Infinite aber extrem gut gefallen, also auch der Steampunk-Style einfach nämlich wie bei Dishonored, das ich extrem gerne. Weil eben nicht mehr so in der Rast, das habe ich auch gefühlt, dass wahrscheinlich viel mehr auflösungsreich ist. Für mich ein riesen Plus ist. Was ich mir noch war, dass GTA 5 sich schon ein bisschen ankriegt, weil mit GTA 4 waren sie Menge in den falschen Weg gegangen. Also sollte ein bisschen mehr den. Ja, die will auch in die Saints Row eben überholt wird. Ein bisschen mehr unrealistisch, ein bisschen mehr witzig und alles. Und ja. Aber da waren schon noch für das nächste Jahr. Dead Space soll gruselig bleiben. Aber ich kann schon erzählen, wieso. Also ich erwarte mal definitiv, dass mal Spieler ein bisschen eigenständig gehen. Das heißt, dass nicht Copy-Paste geht. Beispiel zum Beispiel wäre Bioshock 2 gewesen, das wäre wirklich ein Unterschied minimal. Okay, du hast Big Daddy, du hast den Bohrmaschinen, du hast Multiplayer und der zit. Ich gesehen aber leider kommen, dass da Kandidaten dabei sind, wie zum Beispiel God of War Ascension, weil es einfach hochgenäht nämlich das ist wie den 3. Also gut, sie erklären da, dass ein Prequel ist, wie du hast noch andere Prequel für das Spiel so. Aber wo ich Erwartungen habe, dass DMC ganz klar, ist richtig cool, ist richtig fett. Dead Space 3, obwohl viele dann nicht meckern, ich denke mal, hey, gibt das Spiel eine Chance, mehr schlecht wie Resident Evil 6 konnte nicht gehen. Und ja, ich war einfach. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich spiele einfach nicht viele Erwartungen, weil nur sind doch eher enttäuscht. Dafür gucken wir einfach, was 2013 bringen und dann haben wir das schon.